Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Ja, hallo Leute! Und das am 4. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe der TSG Hoffenheim. Und die würden wir natürlich am allerliebsten sofort ersäufen. Aber man kann es auch ein bisschen eleganter sagen. Nirgendwo, liebe Hoffenheimer, kann man so schön baden gehen wie hier bei uns in Köln. Aber eigentlich geht es ja heute um ganz was anderes. Ja, ne? ja, ganz was anderes. Stichwort Sportpark Müngersdorf. Wir feiern ein Jubiläum. Oder um es, wie wir es machen, in Shirts zu sagen, 100 Jahre. 1000 Momente! Moment mal. So, und wie ihr seht, ein Sondershirt mit einem nachempfundenen Luftbild hier des Sportparks. Ja? Und darauf und selbstverständlich auch aufs Spiel als allererstes Mal 2 Kölsch. Auf 3 Punkte gegen Hoffenheim. Prösterchen, Leute. Im Freibad schmeckt es am leckersten, ne? Muss man schon sagen. Ne? Ja, 100 Jahre Sportpark Müngersdorf. Das ist natürlich viel mehr als in Anführungsstrichen nur Fußball. Das ist von Anfang an geplant worden als eine Anlage für ganz viele unterschiedliche Sportarten. Also mit hier der Schwimmkampfbahn, auf der wir uns hier befinden. Das ist also diese Stelle hier, ja, wo wir gerade stehen. Ne? Und das hier ist die Ostkampfbahn, die ist jetzt genau da. Ne? Da findet mittlerweile American Football statt. Das haben die sich früher auch nicht ausdenken können. Die Amerikaner wahrscheinlich schon. Ne? Ja, wahrscheinlich, ja, aber wobei. Ne, also unterschiedliche Sportarten, gut, das Müngersdorfer Stadion und die Westkampfbahn. Das hieß aber noch nicht Müngersdorfer Stadion. Und was auch noch nicht da war, sind die ganzen Sportarten, die wir hinten noch haben. Ne? Also später dazu gekommen. Da kam einiges dazu, denn man wollte sich natürlich auch dann immer breiter aufstellen, als populäre Sportarten entstanden. Da fällt mir spontan Hockey und Tennis ein, hier Rot-Weiß. Das ging dann auch relativ schnell. Der ASV, also die Leichtathleten, die spielten eine starke Rolle auch schon seit den 1920er Jahren. Und der ASV hat dann das ASV Sportfest auch irgendwann eingeführt. Ein legendäres jährliches Event. Und ich weiß ganz genau, in den 80er Jahren waren wir da auch immer. Carl Lewis, Florence Griffiths Joyner, ein Sergei Bubka. Da waren richtige Weltstars am Start und das Ganze auch noch ziemlich hautnah. Wir haben die dann immer im Novotel getroffen, wo wir hingegangen sind, weil da wohnten die damals immer in Marsdorf. Und ja, also das sind die Geschichten, die 1000 Momente, die man wirklich niemals vergisst. Und das ASV Sportfest war wirklich absolute Weltklasse. Absolut hoch. Ganz oben. Ja, ganz weit oben sind wir jetzt auch angekommen. Ich kann es nicht glauben, wir stehen tatsächlich auf dem 10er hier im Stadion. Da fühlt sich ein bisschen komisch an, ehrlich gesagt. Bist du schon mal runtergesprungen? Nein, ich glaube auch. Ich bin ja nicht der beste Schwimmer, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, machen wir gleich so, Kampfschwimmen wäre jetzt mein Ding nicht gewesen. So, ganz weit oben sind aber auch, das muss man einfach sagen, die Jungs hier vom Stadion, die uns das überhaupt ermöglichen. Denn das hier ist ja nun wirklich eine Champions League-Kulisse. Und wir sind relativ kurzfristig auf die zugekommen und haben gefragt, wir haben gerade die Idee hier reinzugehen, können wir da drehen? Da haben die einfach Ja gesagt und uns das erlaubt. Also Weltklasse, ne? Wie man hier in Köln nicht nur mit den Sportstätten umgeht und mit dem Sport, sondern auch mit so Vögeln wie uns, die den Sport lieben. Ne? Keine schriftliche Genehmigung gehabt, ein kurzer Anruf. Freigabe, wir dürfen und jetzt stehen wir hier drin und stehen wir hier oben und wir schauen auf das Müngersdorfer Stadion und dafür, dass es 100 Jahre alt ist, sieht es ja wirklich noch sehr gut eigentlich aus, ne? Oder was meint ihr? Ich hätte jetzt nicht gedacht, ich hätte auch eigentlich gewettet, ich bin bei der Einweihung dabei gewesen. Ne? Also das kommt jetzt rechnerisch schlecht hin. Ne? Aber mal Spaß beiseite. Das wissen ja wirklich die wenigsten, dass die Hauptkampfbahn hier in Müngersdorf wirklich schon 100 Jahre alt ist. Also ich kann mich daran erinnern, mein erstes Spiel in diesem Stadion, das war 1978 bei der Einweihung der alten Schüssel gegen Fortuna Köln. 3:0 haben wir das Spiel gewonnen. Das war mein erstes Spiel des 1. FC Köln. Aber dass das Ganze wirklich am 16. September 1923 eingeweiht wurde,
das kann man sich wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, wenn man darüber schaut. Kann man ne, sich oder? nicht vorstellen. Ne? Ja, eingeweiht wurde es übrigens von keinem Geringeren als Konrad Adenauer. Ne? Und man hat dann relativ schnell danach schon gedacht, eigentlich ist das Ding zu klein. Ja, nämlich die Haupttribüne hat 3000 Leute gefasst. 3000. Ne? Also wenn dann 300.000 zur Einweihung kommen, wird es eng. Ne? Das war natürlich eine lustige Nummer. Dann haben die lange überlegt, dass sie ausbauen können. Haben es nicht gemacht, lange Jahre, wie ihr wisst. Ja, warum? Weil man gesagt hat, nein, wichtiger ist es, nicht nur noch weitere Sportplätze zu bauen, sondern vor allem Wohnbebauung drumherum. Ja, ne? Das ist natürlich ein Witz, wenn man heute weiß, dass genau die Vögel, die in diesen Häusern wohnen, jetzt verhindern, dass wir wieder ausbauen. Ne? Wobei, da muss man fairerweise dazu sagen, dass die Leute, die ursprünglich darin wohnten, die haben sich ja eigentlich immer völlig korrekt verhalten, weil die wussten ja auch, ich wohne in Stadionnähe, da ist es auch mal laut, da ist auch mal Verkehr. Schlimmer, viel schlimmer sind ja die ganzen Zugezogenen, die heutzutage in diese Häuser eingezogen sind und jetzt so tun, als hätten sie von nichts gewusst. Ach, da ist ja noch ein Stadion, da ist ja Krach. Da können wir ja mal gegen vorgehen. Ja, das ist ja ein Sportpark. Also Ne, diese sowas. Leute, das sind diejenigen, die uns wirklich heute bremsen und auf den Füßen stehen. Und da kann man kein Verständnis für haben. Nee. Man muss allerdings sagen, die Leute, die hier ursprünglich eingezogen sind, die sind auch nicht mehr so laut. Ne? Also, das sind angenehme Nachbarn. Das ist verdammt leise geworden. Ja. Irgendwie, ne? Die liegen ein paar stadteinwärts an der Aachener Straße. Würde ich ne? schon sagen. Da Ne? wohnen die heute. So, aber die Geschichte ist damit ja nicht zu Ende, sondern die Stadt Köln, wie sie heute noch ist, ja, hat sich gedacht, wir setzen uns jetzt selber mal eine Frist, damit das Ding doch ausgebaut wird. Und dann haben sie gemacht in den 70er Jahren und haben gesagt, wir bewerben uns jetzt als Spielstätte für die Weltmeisterschaft 1974. Und wann war die Einweihung des Stadions? 1975. Finde den Fehler. Ich war dabei. Ja, du warst dabei. Ne? So, also sie sind natürlich nicht fertig geworden rechtzeitig, haben sich wieder gestritten um die Finanzierung und alle möglichen Dinge. Wahnsinn. Also wer sagt, die guten alten Zeiten, es hat sich eigentlich nichts geändert. Man wundert sich, wie lange die Reka schon am Amt ist. Ne? Also, Wobei, 2006 hat es dann ja geklappt. Man Ja. hat allerdings auch eine andere Strategie gewählt. Die nächste Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Und wieder sollte ein neues Stadion in Köln auch gebaut werden, um dann als offizielle Spielstätte mit dabei zu sein. Und man ist diesmal anders vorgegangen. Man hat also nicht den kompletten Bau abgerissen, um dann neu zu bauen, sondern man hat scheibchenweise, ihr alle erinnert euch da natürlich auch noch dran, ich habe es auch noch genau vor Augen, scheibchenweise hat man die Tribünen abgerissen und man wanderte dann. Ja. Man wanderte innerhalb des Stadions. Und, man guckte raus. Man guckte saß raus. Also da, genau. und guckte auf der anderen Seite raus und dachte, was ist das für eine komische Nummer hier. Ne? Auf jeden Fall, es hat geklappt. Ja. Und wir haben hier sehr schöne Feste auch in Müngersdorf bei der Absolut. WM gefeiert. Und naja gut. Aber da hatte die Reka ja auch nichts mit zu tun. Nee, aber eine Sache, Moment, eine Sache muss noch gesagt werden. Die alte Schüssel hat ja 60.000 Leute gefasst. Ja? Ja. So, jetzt haben wir 2004 eingeweiht, die neue, ist ja keine Schüssel mehr, ne? Also unser kleines Schmuckkästchen hier, 50.000 Leute, 10.000 Leute weniger. Ja? Wenn wir jetzt darüber reden, dass wir ausbauen und wieder 60.000 Leute haben wollen, dann sagen die, das geht hier von der Infrastruktur gar nicht. Wie sollen die denn hier hinkommen? Ne? Komisch, hat ja über Jahrzehnte funktioniert. Ja, die Ja, Auflagen ja, sind ja, strenger ja. geworden. Ja, ist so, Aber ne? wir können damit hoffentlich auch umgehen zukünftig. Wir haben ja eine Dauerkarte. Ja, wir haben eine Dauerkarte, genau. Also von mir aus können Sie auch auf 10.000 runterkürzen. Wir bleiben trotzdem sitzen. Wir bleiben da einfach sitzen, ne? Wie früher in der Wird Schule. schwierig. Wird schwierig. So, ich würde sagen, wir bleiben hier nicht sitzen, sondern runter hier wieder. Machen wir einen Wechsel? Ja. Echt? Bis gleich, Leute! So Leute, wir sind auf die andere Seite des Stadions rübergegangen, in den Westen. Und kaum wechselt man die Stadionseite, ist man schon in einer komplett neuen Klimazone gelandet. Ja, es hat ein bisschen angefangen zu regnen. Es hat auch eben schon mal geblitzt. Ne? Wir bleiben aber ganz locker hier stehen, denn das ist nicht nur eine der großartigsten Sportstätten der Welt, ne? Sondern die haben auch eines der modernsten Gewitterwarnsysteme. Ja. Und das steht nicht nur auf der Seite der Stadt Köln, sondern wir wissen es auch, weil das ein paar Kumpel von uns gemacht haben. So sieht das nämlich aus. Ja, Ja, sowas kann man immer gebrauchen. Ne? Kann man, ja. Ich hoffe, die bauen das auch in die Radrennbahn Ja. ein, die auch von hier einen Steinwurf entfernt gerade umgebaut und hoffentlich dann auch für nächstes Jahr fertiggestellt wird. Denn da soll ja nächstes Jahr die große neue Eröffnung dann sein. Und bei der Gelegenheit denken wir,
gerne zurück an die Zeit, als der FC in der Radrennbahn spielte. Wir beide haben das damals noch nicht live erlebt, aber wir wissen es natürlich, dass anlässlich des Neubaus des Müngersdorfer Stadions, also der alten Schüssel, natürlich eine Ausweichstätte gebraucht wurde. Und da hat man kurzerhand hier die alte Radrennbahn genommen und hat da, weiß ich nicht, 5, 6 Jahre gespielt. Und das Ganze auch noch sehr erfolgreich, nämlich 106 Spiele. Von 100? Und nein, 106 Spiele wurden da ausgetragen. Davon haben wir 79 gewonnen, 13 Niederlagen und 14 Unentschieden. Habe ich mir alles gerade recherchiert. Google sei Dank, großartig. Ne? So, und hier gibt es jetzt nicht nur die Westkampfbahn, hier gibt es auch noch das Net-Cologne-Stadion. Das gehört, wenn ich mich nicht total irre, ja zur SPOHO, auch was ganz Besonderes, nämlich die einzige Sportuniversität Deutschlands. Ne? Und das ist das einzige Mal, dass wir hier wirklich einen solchen Wetterwechsel bei der PK mitgemacht haben, von strahlendem Sonnenschein in strömendem Regen. Ja, ja. Aber das ist uns völlig egal und wir reden jetzt mal über Fußball. Und wir haben euch aufgefordert, dass ihr uns eure Nachrichten schickt, eure Meinungen, wo geht es mit dem FC hin, wie geht es weiter. Und wer hat uns denn bisher geschrieben? Naja, es haben ein paar Leute Viele, geschrieben, ne? Selbstverständlich. Aber heute ist ja Highlight-Tag und wir wollen feiern. Deswegen würde ich sagen, starten wir mal mit einem Highlight. Ja, ihr Lieben, dieses Jahr wird es nochmal schwierig werden. Wir müssen alle Kräfte bündeln, Mannschaft, Verein und wir Fans. Wenn wir das überstanden haben, dann wird es in 5 Jahren so sein, dass in Kopenhagen das Telefon klingelt, wir nach Mailand und Madrid fahren, aber Hauptsache Italien. Vielen Dank, lieber Michael, dass du uns das kurze Video geschickt hast und wir sind da völlig mit dir einer Meinung. Wir müssen die Ruhe bewahren, alle zusammen. Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben das selbst oft genug gesagt in unseren PKs und wir machen uns überhaupt keine Sorgen, dass der Saisonstart jetzt hier ein bisschen in die Hose gegangen sein könnte. In Frankfurt, Thomas, haben wir auch eigentlich ein ganz okayes Spiel gesehen. Ein bisschen glücklich war es. Was meinst du? Bisschen glücklich, ja, ja. Also es war das einzige Spiel bislang, wo wir tatsächlich schlechter waren, meiner Ansicht nach. Wir hätten aus den anderen beiden Spielen die Punkte machen müssen. Jetzt haben wir in Frankfurt einen Punkt geholt, eigentlich irre. So, ich bin damit komplett zufrieden. Mit dem Wetter bin ich nicht zufrieden. Aber wieso nicht? mit der Busfahrt waren wir sehr zufrieden. Lieber Ja. Martin, an der Stelle mal ein ganz herzliches Dankeschön, dass du den Bus gechartert hast und die coole Truppe dahin kutschiert hast. War ein schöner Nachmittag. Jetzt sind wir heiß auf Hoffenheim und jetzt Ja. müssen wir ein bisschen Gas geben, dass wir hier zu einem Ende kommen, sonst sind wir nämlich gleich klatschnass. Ich bin schon klatschnass. Das ist also völlig wurscht, würde ich sagen. Ne? Unser Kölsch, wo haben wir Du meine Güte. in den Rucksäcken. Ja, ja, Egal. ja. Leute, wir sehen uns am Samstagnachmittag in diesem wunderschönen Stadion. 100 Jahre wird es alt. Und wir werden aber nicht so spielen, als wären wir so alt. Wir werden so feiern, dass wir danach so aussehen, als wären wir 100 Jahre alt. Ne? Macht's gut. Wir Ihr sehen Lieben, uns. Tschüss.